Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind noch mit dem Franklin im Ellis River. Wir sind das letzte Mal hier noch von der Schmier, glaube ich, geflüchtet, wenn ich so ganz in Erinnerung habe, genau. Und wir haben noch ein L bekommen dort unten auf der Minimap vom Lester. Jetzt haben wir auch Dock Tees, wie es heisst, freigeschaltet. Jetzt können wir auch Seerennen machen, weil wir mit den Jetskis abgehauen sind mit dem Lamar zusammen. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir gehen jetzt zum Lester und machen gerade die Mission. Ich weiss, wir haben zwar gesagt, wir gehen zum Michael. Oh, der Trevor schreibt da noch etwas. Ich weiß nicht, was Michael dir beigebracht hat, aber für diesen Job, den ich plane, musst du schießen können. Bring deinen Arsch zum Schießstand in Ammunition. Okay, also er fordert uns auch noch auf, noch zum Schiessen. Der Michael hat es, glaube ich, selber auch schon mal uns noch gesagt, wir sollen doch mal noch an einen Schiessstand gehen und rumballern. So. Aber ja, wir gehen jetzt mal schnell kurz zum Lester. Wir machen jetzt halt doch noch in dieser Folge schnell kurz eine Mission mit dem Franklin zusammen, weil er ist schon die letzten paar Folgen nicht vorgekommen. Und dann machen wir zwar in der nächsten Folge dann mit dem Michael oder mit dem Trevor weiter und schauen dann, was denn für eine Mission überhaupt kommt. Ah, davon ist gerade noch ein Ereignis. Gehen wir jetzt gerade schnell kurz machen, sich einen Raub überfallen oder so. Wo ist er? Bye, have a great time. Dieb, da. Den schnappen wir uns jetzt schnell. Oh, da haben wir einen Platten geschossen. Wir wollten ihn eigentlich nicht umbringen, aber wahrscheinlich kommen wir nicht drum herum. Jetzt sollte man ihn noch treffen. Ah, jetzt habe ich ihn verwünscht. So. Ah, jetzt ist er davon rausgefallen. Wie viel sind es? $500. Also ich könnte es jetzt zurückbringen oder komm, wir behalten es doch einfach. Wir sind jetzt mal so asozial. Wir behalten jetzt einfach die Kohle mal. Weil der Lester ist ja gerade unten am Pier, glaube ich, oder am Vespucci Beach. Da gehen wir doch gescheit dort runter. Und das Geld behalten wir jetzt einfach. Wir sind jetzt mal so frech. Also wir fahren jetzt aber mal runter und schauen wir mal Super Monster Stand. Wir schauen mal dann, was dort unten passiert. Jetzt schauen wir mal, ob wir da überhaupt landen können, ob wir den Monster Stand schaffen. Abgeschlossen, perfekt, hat auch geschafft. Haben wir auch geschafft. Wow, shit, Alter! Der wird einfach über den Haufen gefahren. Hey, was läuft da wieder, ey? Unglaublich. Also, gut, eben wie gesagt, wir gehen jetzt auf Vespucci Beach runter und schauen mal, was jetzt mit dem Lester passiert oder was das für eine Mission ist. So, also wir sind hier jetzt angekommen. Schauen wir doch mal, was wir jetzt da für eine Mission haben mit dem Lester zusammen. Er ist zwar noch nicht da, so wie es aussieht. So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planning lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollis? Hell yeah. Okay, so there's a new mollusk, sort of a super mollusk, and it's called Priapods. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of
course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using Mollis, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Also gut, jetzt müssen wir hier zum Hotel. Jetzt muss ich gerade wieder schauen. Ah, das ist da oben. Ja, weil die Minimap ist immer noch abgeschnitten und ich sehe es eben amigs nicht. Mein Auto ist noch dort, aber es ist jetzt eh schon kaputt. Jetzt gehen wir schon kurz ein neues holen. Und dann gehen wir gerade zu dem Hotel am besten. Jetzt muss ich da natürlich wieder zuerst ein Auto finden, weil logischerweise spawnen die Autos wieder nicht da, wo ich bin. Ich muss jetzt echt da runtergehen. Ja, gehen wir da runter, dort ist so eine Voltig. Holen wir den schnell. Nehmen wir hier den Gel, der Grün gefällt mir nicht so. Ja, der ist natürlich auch nicht beschlossen. So, also dann fahren wir jetzt mal zu dem Hotel. Und dann schauen wir, was dort los ist. Ich weiss jetzt nicht gerade, welche Mission das ist, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sehen es jetzt gerade. Ah, jetzt langsam kommt mir die Mission bekannt vor. Glaube ich. Hoffe ich. Jetzt müssen wir glaube ich da rauf und dann haben wir glaube ich irgendwie einen Sniper oder so. Echt, keine Ahnung. Das sehen Sie es gerade. Aber ich glaube, irgendwie kommt mir die Mission noch ein bisschen bekannt vor. Aber wir müssen da durch. Okay, wir hätten doch nicht rauf, so wie es aussieht. Scheiße. Gehen wir wieder runter. Da müssen wir rein. So, schön hier parkieren. Alles klar, also, ja, wir gehen, schaut die Zielperson aus, okay. Checkout ist in 1,5 Minuten, wir gehen jetzt einfach ganz aufs Dach rauf, ups. Weil dann sehen wir ihn sicher am besten. Und, die können wir dann nachher einfach auch runterjumpen mit dem Auto. Das ist so eine Hitman-Aktion, die wir da haben, in dem Fall. Aber lass mich nicht gefahren. Oh. Sehe ich echt da? Das hätte ich glaube ich schon gesehen. Ich hoffe, sie sehen ihn von da oben. Ich weiß es nicht, ich hoffe es jetzt mal. Wir warten jetzt mal noch kurz die 40 Sekunden ab. Ich fahre ein bisschen weiter vorne noch, weil ich muss Auto haben, dass ich ein bisschen höher stehe. Ich hoffe, sie mal euch gesehen. Sie gehen in das Auto rein. Das sollte ja noch gehen. Wir warten jetzt mal kurz ab. 30 Sekunden noch. Also noch 10 Sekunden. Die sind einfach eingestiegen. Jetzt hat irgendwo dann nachher der Dude auftauchen und dann müssen wir ihm schon kurz einen mitgeben. Jetzt ist er irgendwo. Wie ist es denn? Bruh. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Oh mein Gott. Okay, wir gehen nicht so weit rauf. Wir gehen jetzt ein paar Etagen weiter unten schauen. Beziehungsweise wir gehen eine weiter rauf mal. Scheiße, die haben mich ja voll verwünscht. So, wir probieren es jetzt von da. Jetzt müssen wir halt wieder warten, schnell, bis die Person aus dem Hotel rauskommt.
So, also jetzt sollte er wieder kommen. Ich weiß aber gar nicht, welcher das ist. So ein Foto von ihm wäre nicht schlecht gewesen. Da, der da wahrscheinlich. Jawohl. Das war er gewesen. Okay, gut, wir haben es geschafft. Jetzt hoffe ich einfach nochmal, dass wir keinen Schmier bekommen. Entdeckt sind wir eigentlich nicht geworden, also sollten wir eigentlich auch keinen Schmier bekommen. Holy shit. Ah, gut, das ist super gegangen. Ja, da haben wir die Mission geschafft. Hotel Mord. Ah, gut, man hat es eigentlich geschafft, von der Zeit her alles. Verdientes Geld haben wir jetzt auch 9000 geholt. Sehr gut. Und dann haben wir die Mission eigentlich schon geschafft. Und jetzt schauen wir mal schnell, jetzt haben wir eigentlich noch nichts bekommen, jetzt schauen wir noch, aber da kommt der Lester schon ein Anruf von ihm. Oder wir rufen dem Lester an. Hey, it's done. I know. Good work. All right, well, shit. Let me know about the next thing. Will do. But before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little successful, so I figured we needed some tangible assets, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man. Whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit. Meaning I don't have to live with my crazy ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. I'm joking. That probably isn't going to happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Genau, also jetzt haben wir ja noch eine neue Hütte bekommen. Der Franklin hat seine Villa bekommen. Das ist eine richtig geile Hütte. Und wir haben jetzt auch noch mal eine neue Mission vom Lester. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge gehen wir dann nachher zum Trevor und zum Michael. Ja, wir gehen zum Michael. Mit dem Trevor haben wir ja vorletztes Mal schon gespielt. Also wir gehen zum Michael, schauen mal, ob wir dort noch eine Mission bekommen. Und das wäre es von dieser Folge GTA 5. Wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und sonst sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag und ciao.